Jörg, hast du mal kurz Zeit? Ich Ja. muss dir die neueste Zuschauerzuschrift vorlesen. Oha. Die Sandra schreibt: Hallo Katrin, dein neuester Film war sehr interessant. Wusste gar nicht, dass von hier Gurken für Hengstenberg angebaut wurden. Siehst du? Jahrzehntelang. Also die Agentur ist bestanden bis irgendwo in den 80er Jahren, nein, Mitte der 80er Jahre. Du warst ja du noch jung. Da war ich noch jung, ja. Und es sind ein Haufen Leute aus dem Flecken gewesen. Und letztendlich für mich als Kind damals das Beeindruckendste war, also meine Mutter sagt, zweimal insgesamt hat man einen Ausflug gemacht zum Hengstenberg selber. Oh, Und einmal habe ich mit dürfen als Kind. Und da ist man dann quasi alle Gurkenbauern im Flecken sind da in der Bus reingeguckt. Und und da dann, war schon ein Bus voll Leute. ja. Aha. Und dann? Und dann ist man nach Althengstedt gefahren, zum Hengstenberg und hat dann dort den Betrieb besichtigt ein bisschen. Da hat man eine kleine Führung gekriegt in dem Betrieb drinnen. Und dann ist man später muss Kantine gewesen sein, zum Festburner reinhocken dürfen. Oh. Und da hat es noch alles, was der Hengstenberg halt so macht, hat es halt dann noch zum Festburg gegeben. Gurkle und Paprika und für mich halt als Kerl, ich kann mich hauptsächlich daran erinnern, dass ich da eine Portion Fleischsalat gegessen habe, so ein schöner Weißer. Ah, das war natürlich ein Fest, ha? Ja. Mit Mayo, das magst du. Silberzwiebeln auch? Hat es mit Sicherheit gegeben, ich kann mich bloß nicht mehr daran erinnern. Also, der Fleischsalat, das Highlight. Das war das Beeindruckendste für mich. Ja, also da sind wir ja eigentlich fast im Thema. Heute ist Feiertag, müssen wir uns was gönnen. So. Und alle anderen wünschen wir auch einen schönen frohen Leichnamstag. Schafft's gut. Bis dann. Und die Rosemarie, das ist meine Mutter und der Katrin ihre Schwiegermutter. Jetzt weißt Tschüss, Sandra. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.